Hallo miteinander, da ist Extus 19. Ich möchte euch gerne mal meinen Server vorstellen. Es ist ein FTB-Server, Feed the Beast. Wir sind das 4., das 5., das 6. drauf, je nachdem, vor allem eigentlich das 4., wo ein bisschen aktiver sind. Wo soll ich anfangen? Feed the Beast ist eigentlich Minecraft, aber mit jensten Mods, wo alle zusammen funktionieren, verpackt und viel grösser, wirklich viel grösser. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen zu zeigen. Am besten würde man ein Let's Play machen, aber wie ihr seht, man kann Sachen markieren mit einer Minimap halt. Dort hinten sind rote Berge, das ist ein roter Cobblestone. Den kann man schmelzen und dann so Steine daraus machen. So wunderbar. Dann fragt euch noch nicht, was ich da so habe. Ich habe auf jeden Fall diverse Werkzeuge, die man machen kann. Fragt euch noch nicht, was das alles ist. Etwa da hört das richtige Minecraft auf, würde ich sagen. Ja, es hat noch ein paar Gegenstände. Da, Pumpkin Pie. Da hört das richtige Minecraft auf und es hat dann noch 10 Seiten mehr. Okay, es hat Sachen, die sich drin mischen, aber wie ihr seht, gibt ein paar mehr Schienen da. Einfach, es ist... Es ist gigantisch und über 3/4 weiss ich nicht mal, was es ist. Und so, also es ist grauenhaft. Im Herbstwald haben wir verschiedene Bäume gefunden. Mir gefallen sehr, da haben wir in der Savanne gefunden. Es gibt 25 verschiedene Biome, das sind jetzt gerade in der normalen Ebene. Es gibt 25 bis 30 verschiedene Biome und da eben darunter so Herbstwald, Red Mountains habe ich es jetzt genannt, Sky Worlds, es gibt eben Savanne, was gibt es alles? Eis, Alpen, also wirklich Alpen, so mit Bergen. Man kann sich vorstellen, so kleine Bergli, wo Schnee oben drauf sind, unten sind Bäume am Wachsen, dann hat es da ein Flüsschen und da wieder so Bergli. Herrlich. Eine Neuigkeit, die ich aber noch nicht genau Bescheid weiss, sind da Bienenli. Wir haben uns da von einem Village haben wir das mitgenommen. Man kann es aber auch locker selber bauen und wie ihr seht, man kann so, wie soll ich sagen, man muss zuerst Bienenhäuser suchen, die mit einem Netz kaputt schlagen und kommt dann je nachdem entweder eine Drohne und eine Prinzessin über oder eine von diesen Camps, je nachdem. Da muss man zuerst eine Drohne rein tun und dann eine Prinzessin. Dann wird die Drohne aufgefressen wahrscheinlich, ich nehme es mal an. Jetzt ist sie eine Königin geworden. Dann tut man noch eine Drohne rein und produziert wieder neue Bienen. So. Da hat Nefsch eine neue gefunden. Baumdrohne, also Walddrohne und so. Die brauchen eben auch die richtigen Biome, also ich kann jetzt nicht einfach da irgendwelche Wüstenbienen rein tun. Was man allerdings machen kann, sind so Züchtigungen. Fragt mich nicht wie. Ich keine Ahnung. So. Und ja, es sieht ziemlich verlassen aus, weil es verlassen ist. Wir wohnen nicht mehr da. Wir sind weiter gezügelt. Warte, jetzt zeige ich euch mal noch meine Ausrüstung. Nanosuit Leggings. Sie schützen mich so lange, 3,5, bis sie gefüllt sind, glaube ich. Ich weiss jetzt nicht, ob... Wenn der Strom, das sind EU Energy Units, Energieeinheiten. Wenn der Strom abnimmt, wird vielleicht die Ausrüstung da schlechter, ich weiss es nicht. Ich habe ein Jetpack, Gummistiefel, dass wenn ich oben runtergehe, dass ich im Jetpack nicht verletze. Weil, warte, das ist... Zeig's euch. Oh. Jetzt habe ich den falschen Abzug. Ich kann nicht das. Oder? Gibt immer einen Schaden. Das ist voll doof. Und mit dem eben nicht. Da kann man recht hoch oben runtergehen. Und es gibt nicht so viel Schaden. Man kann wirklich hoch. Zack, voll genial. Das läuft auch mit Strom. Ich habe ein Schwert, das mit Strom läuft. Und noch ein Backpack, wo ich einfach meinen Minendrill aufladen kann. Also da habe ich 6-mal noch eine Ladung drin. Sorry, ich muss husten. Ja, ich will da 6-mal Ladung und so und er meint eigentlich alles recht schnell.
Egal, unter dem Boden, es ist recht schnell. Und eben, man macht nur einmal, mehr nicht. Und dann laden wir wieder auf. Voll geil. Das Schwert ist der Hammer. Es ist ein normales Schwert, ich glaube ein Eisenschwert. Macht 2 Herzchen Damage. Wir haben gestern ein PvP-Match gemacht. Also ohne Rüstung, wir haben alle Rüstung abgezogen. Macht 2 Herzchen Damage. Wenn ich rechts klicke, schau mal. Geht so das Elektrozeug an. Und wenn dann einer hit ist, man ist instant tot. Und es verbraucht eben nur Energie, wenn das wirklich an ist. Also, man ist am Kämpfen. Oh shit, Trouble. Und weg sind die Gegner wirklich. Es ist so geil. Ja. Und dann gibt es eben noch eine neue Welt. Der Twilight Forest. Ey, der ist so geil, Leute. Ich glaube es gar nicht. Es ist immer ungefähr die Zeit. Ich glaube irgendwie 2 Stunden pro Tag ist es hell. Sonst ist es immer Zwielicht. Und zuerst mal, oder? Neue Bäume. Und dann schaut das mal an. Die Biome, die es da rein gibt. Also das ist wirklich Minecraft fortgeschritten. Es hat alles da. Es hat Erz da. Wir wohnen jetzt da. Naga 3. Das kann ich eigentlich mal rauslöschen. Die haben wir besiegt. Es gibt Bosse. Naga ist eine Riesenschlange. Ich glaube, ich tue am Schluss des Videos noch Filmmaterial anhängen, wo wir die Nagas besiegen können. Und jetzt schaut euch mal den Wald an. Verdammt geil, oder? Es ist einfach so ein Horrorwald oder so. Und da hat es auch Gegner, glaubt mir. Ich höre sie schon. Muss auch still sein, dass ich es höre. Ah, und das ist auch so eine geile Neuerung von dem. Ihr kennt es sicher. Holz tut er übrigens nicht schön. Ah, da sind's! Goblins. Blöde Goblins. Also. Ihr seht, 3 Schläge an der braucht es. Nicht sehr stark, die Dingers. 2. 5 Schläge sogar, also ein bisschen schlechter als ein Eisschwert. Ich höre es lachen. Nochmal eine Neuerung. Wenn man hier in den Caves ist, findet man immer wieder Torchberries. Und, jetzt probieren wir mal Sam. Gerade One-Hit. Zombie. Ah, Zombie ist Two-Hit. Sam. Schnell wieder abschalten, sonst verbraucht es Energie. Eben, Torchberries sind eine Neuerung in den Caves da. Plus die Wurzeln. Man findet immer wieder mal Wurzeln und da gibt es einfach Stickies draus. Das ist so genial. Da haben wir Torchberries aus der Höhle, Stickies, zack. Die Kohle kann man für Wichtigeres brauchen. Oh oh. Da ist der eine am Lachen und ein Hund am Knurren. Die sind nämlich immer böse da. Gut. Der lässt uns gerade sein. Okay, wo ist das Home? Dort hinten. Normalerweise rennen wir immer oben drüber. Wir haben jetzt Jetpack, aber ich habe gefunden, ich zeige euch mal den Wald. Verdammt geil, oder? Es ist einfach nur herrlich. Und eben normalerweise... lass mich führen, Baum. Normalerweise rennen wir immer oben drüber. Ist viel bequemer. Und auch da, das Jetpack brauche ich eigentlich nur zum Gumpen, sonst sprinte ich, weil man ist schneller mit Sprinten. Und man verbraucht es auch nicht, man hat es für den Notfall. Genau wie jetzt. Jetzt bin ich irgendwo runtergefallen und hatte zum Glück das Jetpack gehabt. Und das Reisen ist einfach so geil oben drüber. Ah, Kohle. Können wir gerade brauchen. Ich zeige euch gerade, was wir mit Kohle machen können. Weil im Moment ist es immer noch das wichtigste Ressourcenzeugs, das wir haben. Und ich würde gerne umsteigen komplett auf Strom. Wir sind am Erdöl abpumpen jetzt. Und ja, ich habe es noch nicht so im Griff. Mit der Raffinerie muss ich mich noch ein bisschen informieren und so. Wie ihr seht, es gibt auch keine Kühe, es gibt Hirsche.
Das sind aber Kühe. Wir sehen Leder und Raw Venison. Das ist halt anderes Fleisch, aber sind Hirsche. Wie sind die Kühe? Man kann es paaren. Häsli hat es. Es hat die Schäfli sind auch noch herzig. Es gibt auch Vögel, es gibt ganz herzige Vögel gibt's da. So, dort vorne sehen wir, dort ist unsere Base. So, aber da rundherum ist das meiste ein bisschen gestorben. Wir sind halt randalieren. Und auch da habe ich Sätzchen mitgenommen und hergestellt. Die habe ich mit den Nefschi zusammen gefunden. Einfach, dass wir die verschiedenen Farben mal haben. So, das sind die Schäfli. Also, sehr cool. Ich habe gerade die 3 Farben gezüchtet, weil ich brauche die Schule. Da seht ihr, im Moment ist es Tag. Aber das ist nur 2-3 Sekunden so. Und wir wollen testen, ob es da geht. Nefst ihr die Häuser, ihr die Hei, ihr die Häusli. Unser Garten, der allen gehört. Da fehlt einfach noch Melone. Es kommt aber noch. Weizenfeld. Wir brauchen einiges an Ware. Oh shit. Das bin nicht ich gewesen. Die ersten Kisten, aber die sind nicht so wichtig, weil das Lager wird erst erstellt. Da hinten, wieso so hinten? Erstens wegen dem Geräusch und zweitens, weil ich da gerade das Hühnchen gefangen habe, ist Hühnersfarms. Normal Minecraft, oder? Jetzt haben wir leider kein Erz. Ah, schau, Vögel. Bibi. Ah, ist sogar ein Rahm. Wir brauchen rasch ein bisschen Erz. Da haben wir es ja schon. Eins nur. Nein, voll nicht. Mehr. 3, hä? Okay. Jetzt kommen wir mal dort in die Hauptbase. Wir haben mal einfach die Form abgesteckt. Da ist die Mine. Es ist, ja, ist halt gross und ausgehöhlt. Was das ist, komme ich gerade dazu. Das ist gefangene Ding. Da eben ist mal so eine Form, die wir machen wollen. Da in der Mitte bleibt es dann frei mit einem Brunnen, den wir gefunden haben. Die sind auch überall auf der Map verteilt, da im Twilight Forest. Jetzt geh mal rein. Das ist der Scheiß. Jetpack geht zum Meinen. Ich empfehle es nicht zum Meinen nachher. Eben, da war so ein Brunnen. Ich musste nur buddeln, weil beim PvP bin ich runtergefallen und das Wasser ist irgendwie weg und ich bin unten geguckt. Es hat damals Kisten versteckt mit Dias und so da drin. Geil. Da so ein bisschen Rüstungszeug, das ist noch ein Nano-Süd-Helm. Das Jetpack von jemandem, Naga-Scale, Tunic, Ironwood Plate, Steel-Leaf, wo man Rüstung machen kann und so. Da bin ich etwas am Bauen und das da bin ich selber noch am Erforschen. Also, ich komme dann darauf zurück, wenn ich genauer weiss. Es ist irgendetwas mit Notizbüchern, man kann in verschiedene Welten reisen. Und ich kann jetzt mir selber zum Beispiel eine Welt zusammenstellen mit Mushroom Island, Hölle und Sumpfland. Dann kann man auswählen, was da zum Beispiel kleine Biom oder einzelne Biom oder viereckige Biom. Ja, alles so verschiedene Sachen, die man dann auswählen kann. Ich habe noch nicht so viel. Die ersten 3 Welten gewesen. Und immer wieder zurückgegangen. Also. Und da habe ich dann eben vor, dass wir dann das Bücherei-Zeugs mit den verschiedenen Büchern. Man kann dann übrigens so Bücher machen, wo ich kann sagen, ich tue es da erstellen. Dann laufe ich in die andere Welt zurück. Das Büchlein vornehmen, drücke Rechtsklick und bin gerade wieder da. Es sind eigentlich so Portereien, die man erstellen kann. Und man kann dann gewisse Steine finden, wo man ganze Portale erstellen kann, wo Entities durch können. Hey, man kann einen Gegenstand durchrühren. Er ist dann da. Man kann ein Portal machen mit einem Gleis durch. Man ist dann 1000 Blöcke weiter weg mit dem Wägeli. Also, krass.
So, ich habe noch kein Haus, weil ich beschäftigt war mit Maschinen. Wir fangen da mal da an. Das sind Wassermühlen. Da hat es ein Kabel. Und durch das Wasser produziere ich Strom. Der geht als erstes in die Batteriebox rein. 40.000 von 40.000 sind da aufgefüllt. Sehr schön. Da habe ich noch andere Quellen. Und zwar haben wir Kohle. So extrem starke Kohle. Die muss ich auch speziell herstellen. Ich zeige euch dann wie. Da unten ist die Batteriebox. 4000. Das geht da rein. Verteilt sich in die 3 Batterieboxen. Einfach, dass ich ein bisschen Ressourcen habe, Reserven habe. Der Kohlendings geht auch in die Batteriebox rein. Dann habe ich hier noch einen Geothermal-Generator. Da kann man Lava-Buckets rein tun. Man kann aber auch, ich zeige es mal kurz, mal schauen, wo ich es irgendwo habe. Da. Man kann aber auch, wenn man jetzt irgendwo einen Lavasee hat, mit einer Pumpe kann man das rauspumpen und dann da direkt zuführen. Dann haben wir so eine Quelle. Oder Energiequelle halt, ja. Gut, von dem aus geht das weiter in meine Maschine, in meine Öfen, in Macerator, in Extractor und in Kompressor. Wenn das alles so gefüllt ist, geht es schlussendlich ins MFE. Das ist eine riesige Batterie, es ist eigentlich nur eine Vergrösserung von dem. Aber weil ich jetzt zum Beispiel, mein Jetpack hat 330'000 und dann wäre die Batterie gerade leer. Darum machen wir das da einfach, weil es grösser Power ist und weil der Output grösser ist. Schau mal, wie schnell das geht. Jetzt können wir da schauen. Viel langsamer, es hat nur 32 EU pro Sekunde, was rauspowert. So, das wird gerade wieder aufgefüllt. Zack. Ich schalte jetzt noch meine Schalter an. Was das macht, ihr werdet dann da die Hits tun und da den Speed tun. Jetzt, ich brauche... Ah ja, schaut, da haben wir auch. Jetzt schauen wir mal, wie schnell das ist. Rotary Macerator. Das macht eigentlich nichts anderes als Erz. Und das auch nicht alle, nur aus gewissen Modpacks und so. Es gibt 2-3 Erze, die man nicht rotaren kann. Das gibt Iron Dust. 2. Ganz okay, oder? Jetzt schauen wir mal hier in den Ofen rein. Das ist auf 8% Hitze, das ist scheißegal, aber 1% kann man kochen. Ihr seht, aus einem Dust macht man einen Barren. Also sprich, das ist ein Erzverdoppler. So, ich lasse das jetzt geschwind aufladen. Also die Hitze und die Geschwindigkeit von der Drehung. Ich denke, das ist wie eine Zentrifuge da, der Macerator. Oder so eine Vermahlmaschine, wo dann halt einfach Geschwindigkeit ist. Ich weiss nicht. Auf jeden Fall braucht das einiges an Strom, wie ihr seht. Aber wie es aussieht, magen wir jetzt nach. Mit dem Wasser. Ich habe gerade wieder die Wassermühle umgebaut. Das hat nie nachmögen mit der Energie. Ich bin immer ausgelaufen mit der Energie. Das ist aus einem anderen Mod-Package. Das braucht man aber auch für gewisse Sachen. Da habe ich einen Electrical Engine anhängen. Also sprich, der zieht auch von meinem Strom. Läuft aber eigentlich anders. Der braucht noch ein Redstone-Signal. Und dann seht ihr, füllt die Energie da auf. Und den muss man immer wieder abschalten, sonst explodiert er irgendwann. Jetzt die Kohle. Man muss ganz gewisse Steine herstellen. Und dann muss man den Kasten, den Ofen bauen. Ich habe jetzt hier 3 Kohle. Es geht extrem lang. Aber eine Kohle hat 4000 EU. Und die hat eben 16.000 EU. Aus dem Grund lohnt sich die zu machen. Jetzt, das einzige Problem, das wir haben, ist, wir wissen noch nicht gar nicht, wo mit dem Kreosotöl. Wir produzieren einfach mal Abfall und haben keine Ahnung wohin.
Wir füllen es jetzt einfach mal in die Maschine rein. Wenn wir die Maschine anstellen, geht es da in den Tank rein. Ja, und so weit sind wir. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, um das wegzubringen. Okay, ja, sie sind immer noch... Ups, ein bisschen low. Jetzt, der ist auch ganz geil, oder? Jetzt, ich will mir einen Pickel machen. Oh, zu wenig Stöckchen. Mist. Zack, 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 Stöckchen holen. So, perfekt, oder? Nur, ich brauche keinen Pickel mehr, ich habe ja meinen Mining Drill. Wenn jetzt jemand etwas am Machen ist, dann sehe ich das auch. Wenn jetzt die Hose da etwas am Machen ist, dann komme ich her. Aha, die Hose ist etwas am Machen. Ah, ich schaue mal zu, was sie macht. Und dann sehe ich, wie sie da ihre Zombie-Fahne bastelt oder so. Und kann dann auch reinfunken, kann das Zeug wegnehmen, ist verdammt lässig. Darum hat es auch noch die, wenn es gerade besetzt ist oder wenn man nicht gestört werden, kann man die nehmen. Jetzt, ich glaube, ich muss rasch, ja. Wir gehen, ich brauche noch rasch ein elektrisches Maschinenli. Wo haben wir meinen elektrischen Tree-Tapper? Dose! Also wisst ihr was, dann basteln wir jetzt rasch etwas. Das müssen wir gerade schauen. Ah, da ist übrigens nicht too many items, gell? Falls ihr euch gefragt habt. Nein. Da sind nur die Rezepte drin. Also Tree-Tap, das brauchen wir. Das können wir entweder jetzt manuell so dran schlagen an die Gummibäume, an die da. Das sind Gummibäume, die findet man auch noch in einem Schneebiom. Und mit dem gibt es eben Sticky Resins. Aus dem kann man entweder Sticky Pistons machen oder halt eben Gummi. Ich will jetzt aber noch rasch schauen. Electric Tree Tap. Ah, okay, nur ein Electronic Circuit und eine Batterie. Das machen wir doch geschwind. Ich glaube, Material sollte man genug haben. Ja. 6 von dem. 1 von dem. Jetzt muss ich überlegen. Ein Kupferkabel. Aus Resins. Eben, schaut. Das kann man da in den Extractor rein tun. Und der ist eben mal 3. Wenn man es normal kochen, kommt man nur ein Gummi über und so. Und diesen Gummi kann man dann entweder in die Mitte 3 Copper, wie heisst es jetzt? Ingots, 3 Copper Ingots und rundum 6 Gummi. Oder halt man macht einfach die und tut dann immer so auffüllen mit Gummis und so. Ja, ist gleich. Man braucht auf jeden Fall noch Redstone für die Batterien. So, 10 Batterien. Wir hätten nur 4 gebraucht, ist gleich. Ist mit Redstone gefüllt und das Kabel oben dran, so als Kontakt. Dann... schau mal, das wir müssen sogar noch machen. Ich brauche zuerst mal Platz da. Kessel brauche ich auch. Ja. So, 5. Jetzt nehmen wir alle noch einen und dann sehen wir gerade, wie das funktioniert. Da übrigens ein Gummi ist schon fertig. So, 6 von denen. Jetzt brauchen wir noch so einen Chip. Elektronischen Kreislauf oder so, Electronic Circuit. Jetzt ist das, glaube ich, so gesehen. Wenn wir jetzt die Batterie aufladen, echt? Looks like, dann gehen wir doch zuerst... Ah, nein. Es liegt daran, dass er benutzt ist. Darum geht es nicht, das Rezept ist logisch, oder? Machen wir rasch einen neuen. So. Und jetzt. Tree Tap. Zack. Electric Tree Tap. Und wie alles muss man das natürlich zuerst auffüllen. Gut schon. Aber mit 128 EU. Ha! Voll easy. So. Ja, nein, ihr wisst jetzt, was passiert eigentlich. Gut, was wollte ich noch zeigen? Ich glaube, das wäre es so. Das ist so das, was wir entdeckt haben. Die Geschwindigkeit ist jetzt fast oben. Ja gut, 88%. Also es geht noch 20% schneller. Aber zieht euch das mal rein, wie es jetzt schnell ist. Zoom.
Voll geil, oder? Da dasselbe, aber ich tue es am splitten, weil es ist ja so ein Ofen, wo zack, zack, zack. Schaut das mal an. Habt ihr schon mal mit so einer Geschwindigkeit gekocht? Ha! Grandios, oder? Ich frage euch, warum ich so viel Glas habe. Es ist total geil. Der Macerator ist so geil. Schaut das mal an. Er macht Sand aus Cobblestone. Es ist so geil. So, und gestern bin ich so eine Viertelstunde da gestanden, habe mir ein paar Packages Cobblestone dabei gehabt, habe es reingerührt, habe raufgeschaut, habe das Glas rausgenommen, habe das Sand rausgenommen, habe Glas rausgenommen, habe Sand rausgenommen, habe Cobblestone rein da, habe Glas rausgenommen, habe Glas rausgenommen, habe das Zeug in die Kiste da, habe Sand rausgenommen, habe Cobblestone rein. Ey, die ganze Zeit, Viertelstunde, ich bin nicht nachgekommen. Das ist so geil. Einfach nur geil. So, ich schalte es wieder ab, weil es ist nur Energieverschwendung. Zwar, wir kommen. Irgendwo muss eine Batterie sich am entleeren. Ja, eben gesehen. Das alles kochen und alles hat jetzt 20'000 an Energie gekostet, was ich wieder zuerst auffüllen muss. Also das ganze Umgerennen, warten, also das kostet auch schon Energie. So, und das nicht mal zu knapp, das kostet genug Energie. Zum Aufheizen. Also sprich, während ich da am Umrennen bin und am Zeug machen war, wir haben 20'000 verbraucht. Den hätte ich gar nicht einschalten müssen, aber ist gleich. Machen wir noch ein bisschen Charcoal, wenn es schon da. Braucht eine Fackel? Hm? Moment geschwind. 2 Sekunden. Ich bin fertig. Gerade jetzt dann. Hä? Wie bitte? Du hast keine Zeit. Hä? Du musst warten. Du brauchst einen Stack-Fackel. Ja, ich sag doch, warte geschwind. Schau da, einen Stack-Fackel. Bäm! Nein, 4 Stack-Fackeln. Geil, oder? Da ist eben unsere Charcoal. Es ist so herrlich. Ah, Moment. Ich zeige euch noch geschwind unsere Ölquelle. Die ist nämlich vorher... Ich muss sie umbauen, ich muss sie oben runternehmen wieder. Wie ihr seht, die sprudelt da unten vorne. Das ist alles Erdöl. Da ist unsere Pumpe und die ist eben auch, die ist zuoberst oben auf dem Baum gewesen. Und die Quelle hat bis da unten dran hergesprudelt, also... hat da einiges abgepumpt und ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt raffineriert. Drinnen ist es einmal. Keine Ahnung, ich muss es noch probieren. Und das sind so Redstone Engines, da muss man einfach Redstone-Fackeln her tun. Warte, ich glaube, sie sind da. Ja. Dann fängt das an pumpen. Dann geht es 5 bis 10 Minuten. Und dann kommt jetzt genug Energie über. Und dann fährt sich auch die Pumpe aus. Dann. Die fährt sich dann auch aus. Geht absaugen. Ist jetzt ja, irgendwo nebendran leider. Ah, da hockt sie wieder drin. Ah, sehr schön. Gut. Und jetzt machen wir mal etwas Riskantes. Schauen das mal an, es ist so gefährlich. Ich habe so Angst dabei. Geht da runter. Wir sind einfach im Erdöl drin, im Erdöl-Lagerplatz. Ah, lass mich raus. Es gibt übrigens noch jenste Dungeons und so. Den habe ich leider noch nicht aufgenommen. Aber wir werden sicher wieder mal irgendeinen finden. Da gibt es zuerst mal geile Steine. Dann ist das so ein Labyrinth. Wenn es gehört. Es gibt Minotauren da. Und die sind verdammt übel, Minotauren und Giftspinnen. Es ist so eine üble Kombination. Ja, egal. Wir haben jetzt ziemlich alles ausgeleuchtet und die Spanners deaktiviert. Das sind Spanners, also wir könnten sechs Mobfallen daraus machen. Und da gibt es auch, das finde ich noch geil, es hat so Fackelräume, wo sich wieder mit Fackeln eindecken kann. Geil. Das könnt ihr ganz einfach herunterladen, Feed the Beast. Google eingeben, Download Feed the Beast. Es ist ein eigener Client. Ihr könnt euch dort mit dem Minecraft-Account einloggen.
und Spass haben. Es ist wirklich, es ist geil. Vor allem, wenn man lange Minecraft gespielt hat. Es ist so etwas Neues, etwas Erfrischendes, etwas... Ja, ich bin wieder motiviert, zum Sachen zu farmen. Und ein Tipp, fängt mit dem Macerator an. Macerator, Extractor, Eisenofen, das als erstes. Die Einheit da, die da als erstes. Nicht der Roastery, der nicht am Anfang, aber so schnell wie möglich, wenn ihr genug Energie habt. Und auch nicht ein Induction Furnace, sondern Electric oder einfach die Iron halt. Das ist wichtig. Der ist einigermaßen wichtig, wenn ihr so Carbonplatten machen. Die braucht ihr beispielsweise eben für das Schwert, für die Hose, für die Schuhe, für all das Zeug. Man kann sich also aus Kohle und Diamanten eine ganze Rüstung erstellen, die man wieder aufladen kann. Einfach her, rein, aufladen, zack. Geschützt sein. Ja, meine Hose rasch wieder aufladen. Ich glaube, ich habe alles. Yep. Mein Zuhause, unser Zuhause, sorry. Nidnandra ist ein Typ, Tose, kennen wir wahrscheinlich, und Nefschi. Wir wohnen da und sind zufrieden im Moment und es ist einfach geil. Und eben die Biendli, das ist ein ganz separater Mod. Das mit den Büchern ist ein ganz separater Mod. Das mit der Maschine ist ein ganz separater Mod. Alles zusammengewürfelt. Ich glaube sogar die Welt da, der Twilight Forest, ist ein separater Mod. Wenn ihr Hilfe wollt oder so, meldet euch. Vielleicht fange ich mal ein Let's Play an. Es ist nämlich wirklich geil, es lohnt sich. Habt ihr die Bäume schon gesehen? Also Pilze? Ich glaube auch nicht. Das sind ganz eigene Pilzgebiete. Und die Bäume sind auch geil, das ist ein Redwood Forest. Wirklich Hammer. Jenste neue Bäume, neue Blöcke. Neue Biom. Und der seht ihr, ist ein Schaf und die sind zum Teil auch wirklich geil da und violett und einfach lässig. Da ein Pilz. Einfach geil. Einfach geil. Ich bin begeistert. So. Mit dem sage ich bis bald und vielleicht in einem Let's Play von Feed the Beast. Anschliessend jetzt kommt noch 3 Bosskämpfe, würde ich sagen. 2-mal gegen Schlangen und einmal gegen die Hydra. Bis dann. Peace. Nochmal etwas. Ganz kurz. Alternative Lichtquellen. Schaut die Käfer. Glühwürmchen. Es gibt noch Nervkäfer. Ist das eine? Nein. Irgendwo. Da. Ich sehe eine Zikade. Die kann man auch mitnehmen und irgendwo herkleben. Und dann nervt sie einfach nur. Weil jedes Mal, wenn man durchläuft, kommt der Ton. Und zum Teil am Anfang ist es atmosphärisch, es ist noch geil. Aber wenn ihr das 10-15 Minuten hört, wenn ihr am Sachen kochen und bauen sind. Sorry. Du bist nicht der Übeltäter. Du bist es. Wenn 10 Minuten so etwas gehört, das ist so schlimm. Schnauze. Und wenn einer ein bisschen lustig ist und die versteckt, hey, man findet es praktisch nicht. Und es ist einfach nur Scheiße. Mir ist schon passiert, wir haben es hergeklebt, wir haben alle gefunden. Und wir mussten dann den Server restarten. Bis dass es gegangen ist. Weißt du, dass das Geräusch aufgehört hat. Das Geräusch läuft sogar noch, wenn man Minecraft beendet. Also einfach nur heftig. So. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Peace.